bin zwar schon ein bisschen eingerostet, aber es muss noch gehen. Naja, mal gucken. Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Sonne und Mond. Immer noch hier beim Mond unterwegs. Ja, was ist passiert? Relativ wenig, um ehrlich sein soll, vor allem mit Sensei. Ach du Scheiße, mein Team. Mein Team ist eine Katastrophe. Nein, mehr oder weniger tun uns einfach mal Feuer, Pflanze, also vor allem Pflanze, Geist, war. Wasser, Unlicht, Feuer, Gift. Ich decke schon mal ziemlich noch viel ab. Eisbrecher sollte ich bald entwickeln. Ja, ist ja ein anderes Thema. So, nicht vergessen, hier noch einen Timer zu stellen. So, jetzt geht's los. Was ist passiert? Einerseits, ja, war viel los mit den anderen Let's Plays noch, an 2 Haupt-Let's Plays. Dann noch diverse Planungen, die ich noch hatte. Und dann privat einiges, beruflich. Also beruflich vor allem studiomäßig noch und privat. Ja, so teilweise einfach Tage, wo ich mir dachte, jo, jetzt kannst du endlich mal Pokémon aufnehmen. Dann kam irgendwas Gesundheitliches dazwischen und dann, ja, jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne. Alles bereits abgeklärt und so, aber halt Dinge, wo man sich sagt, ja, dann passiert es halt mal einen Tag und so. Sei es wegen der Stimme oder auch wegen, jetzt halt auch wegen den Augen ein bisschen, aber wegen dem Wetter. Dass es so verdammt heiß ist hier. Ja, ich habe Büro und Schlafzimmer ist im gleichen Raum und deswegen, ja, normal effektiv. Deswegen halt, ja, immer relativ eine Hitze, oder? Und das schlägt halt auch ein bisschen aufs Gemüt und eben auch auf die Augen bei mir. Warum auch immer. Und das soll man ja auch ein bisschen schonen, nicht wahr? So, dann probieren wir jetzt gerade mal wieder alles so, wie es soll. Und sogar Sensei kann ein bisschen mitmischen, solange er dabei ist. Naja, so ein bisschen Eisen, Eisen. Okay. Ich glaube, wir sind hier, glaube ich, soweit fertig im Pokémon-Haus. War jetzt kommt, ja, der Typ da noch. Der guckt sich um. Sieht mich nicht, weil er kurzsichtig ist und zwar extrem. Also, ich bin ja auch kurzsichtig, aber jetzt nicht so. Ich dürfte sogar theoretisch ohne Brille Auto fahren. Theoretisch. Also, morgen geht schon, aber wenn ich schon den ganzen Tag vom Bildschirm gehockt habe und so und die Augen sowieso auf die Nähe eingestellt sind, dann ist es nicht mehr so clever. So abends mit so ohne Brille zu fahren. Ja, mir gefallen eigentlich all meine Pokémon, die ich so aktuell dabei habe. Kachutsu, ja klar, ein bisschen der Cheat aktuell, oder? Aber trotzdem. Sind sie eigentlich echt weniger. Moment, warte mal ganz kurz, ich warte schon wieder. Eisbrecher, ich muss kurz Hirnen. Moment, wo steht mein Hirn? Bei ihm muss ich hier aufpassen. Ich darf noch ein Level machen. Oder war doch irgendwie so ein Level, weil Level 37 entwickelt... stimmt gar nicht. Es entwickelt sich ja per Level ab weiter. Aber nur in einem bestimmten Gebiet, was ich zurzeit in Mond noch nicht erreichen kann. Deswegen muss ich dann rüber tauschen auf Sonne, damit ich es da machen kann. Aber auf Level 37 erlernt es... Ja... Sowohl jetzt in der aktuellen Form, aber auch nachher, wenn es entwickelt ist, immer eine spezielle Attacke. Und deswegen will er es erst auf Level 37 entwickeln. So was ich glaube irgendwie war. Salamander war da nix, Kratschutz sowieso cool. Kaipora ja auch, Sensei, naja. Und bald neue Pokémon und ja, Pokémon Sonne steht ja noch aus, war. Die paar Special Parts. Die ja noch nicht hier auf der Insel sind, ein bisschen geirrt, das kommt ja später. Wobei ganz ehrlich, wir sind nicht mehr so lange auf der Insel, also das ist trotzdem in 4, 5 Parts soweit. Ja, müsste. Ich glaube, wie macht das überhaupt? Eine gute Frage, wa? Weil die Story machte nach dieser Insel einen ziemlichen Sprung nach vorne. Und da müssen sich immer ein bisschen abwechseln zwischen Sonne und Mond. Wobei ich glaube, bei 1, 2 Dingen geht's. Ja, wir sehen es, wenn es soweit ist. So, da ist ja ein Käfer Wasser, der ziemlich schnell Reis ausnimmt. Den heißt es auch so. Ich würde mal sagen, wir machen nicht sicher viel zu früh. Was wäre jetzt hier effektiver, war? Matschbombe oder Funkenflug? Ich mache Matschbombe, doch mehr stärker als Funkenflug. Funkenflug hat doch nur 70 Bs und Matschbombe, glaube 90. 80? Das glaube ich in Generation 6 ein bisschen anders. Ach du Scheiße, im Psycho-Pokémon. Ja, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, Kumpel. Ist zwar keine Nuzlocke, oder zumindest noch nicht, aber klar, ein Kauf-Pokémon gegen, ja, ist, ich könnte über Sensei reinschicken, aber nee.
Ich will Sense echt nicht mehr groß trainieren, muss man leider zugeben. So. Gibt gar keine, aber sonst eine coole Strategie. Guck mal hier, Nachthieb. Unlicht-Style. Dramatischer Style. Ja, das irgendwie auch. Salamandra! So. Das Problem ist, wir haben gleich einen ziemlich heftigen Gegner vor uns. Hey du da. Wir sind auch den zwei Bromley, hä? Die 3 Lungswürden nennen. Oh scheiße. Weiß ich überhaupt noch? Jo, da ist natürlich das Problem, wenn man seit 6 Wochen nicht mehr aufgenommen hat. Wie waren die Lösungswörter schon wieder? Ich versuch's mal. Hm? Gut, diesen Monat, ich habe nicht mehr, also nehme jetzt nicht mehr diesen Monat auf. Kann das sein, dass die geändert haben? Tech-Task, ne, war richtig. Ja, lass mich ran, am Schluss war eins mal falsch, oder wie? Ja, ist alles cool. Die 2 Zettel waren nach unten. Jetzt mir aufschreiben soll, ich Trottel. Ich Vollidiot. Naja. Da war noch ein Zettel. Neko Kakao. No way erweitern wieder. Ja, das ist nichts Neues. Also der Kakao stimmt auch. Jetzt könnte ich ja theoretisch im 3. einfach raten. Da war Hyperstrahl falsch. Das habe ich ja so gemacht. Ah, der Prügler war es, okay. Ein Tech-Task prügelt sich, während es Eneco Kakao schlürft. Ja, warum nicht? No way! Also Bromley Showdown. Tech-Task. Jo, alles klar. Nein! Verdammt! Ah, ich wusste, da kommt noch was. Prügler. Tech-Task. Kakao. Bist du sicher? No way! So. Klar, ich bin ein richtiger Skullrüpel, deswegen sehe ich auch so aus. Du bist ja clever, der Weg zum Zimmer von Skull Bros. Bromley ist jetzt frei. Bzz. Ja, ich dachte ursprünglich, ich hätte den Kampf hier auch auf Sonne aufgenommen, das stimmt gar nicht. Ah, das ist nur ein Kram. Ich dachte gerade wegen dem Item und so etwas. Hier haben wir ein Item. Hey du, no way! Servus. So, Verdacht hat schon was Romantisches. Du willst echt einen Flight abhalten? Ah, ein Vordach. Ich dachte, ein Verdacht. Ein Vordach hat schon was Romantisches. Gut, wenn sie meint. Not my problem, miss. Hey, kiss my hand. No way? Galbat. Salamandra. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein bisschen Z-Power. Dynamic Maxi Flame. Salamandra. Ich vergifte und verbrenne alles. Außer Feuer-Pokémon, die kann ich nicht verbrennen. No way! Und tschüss, Golbat. What? Ah, der Regen, scheiße. Der Regen hat echt die Hälfte abgeschwächt, kann das sein?
Du entkommst mir nicht. Sorry, Kumpel, aber ich will gar nicht abhauen. Hier, guck mal. Geilbart. Du pflegst nicht deine Pokémon? Nee, ich pflege meine Pokémon nicht. Also nicht immer. So, jetzt müssen Heilung kann nicht schaden. Ich würde jetzt sogar ein bisschen... Oh, nehmen wir so viele Items. Ich würde sogar ein bisschen ein auf Risiko machen und Sense reinschicken. Ein bisschen die Attacken abzufangen und so. Und ich... Ja gut, nein, ich glaube, Bromley kämpft ein bisschen physisch vor allem. Ne? Egal, schick trotzdem Sense rein. Speichern brauche ich nicht, ich bin cool. Let's go. Ich glaube, die wollten nicht mehr kämpfen. Ja, war es klar von dir zu kommen? Du willst echt rein? Geht nicht in Muffe? Nö, gegen Bromley? Quatsch. So, was willst du hier? Oh. Kein Erbarmen, keine Gnade, ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große böse Bromley! Das ist echt mal eine schöne Abwechslung. Bist du extra weit Weg zu mir gekommen, um von mir Plöcke gemacht zu werden? Nee, wo ist Mangunio? Mangunio? Na stimmt, bevor du so herkommst. Mangunio, ich hab Angst. Du hast gerade für ein fremdes Pokémon gesagt in unser Versteck geschlichen. Du reizt dir nicht, dass du dich schon um deine eigenen Pokémon kümmern musst, Ja, du bist ein richtiger Held. Und ziemlicher Spinner auch noch. Was machen wir, wenn die Tätig mal wieder spinnt? Man haut ordentlich drauf. Wow. Ich weiß, funktioniert das bei mir immer. Nee, das funktioniert eben nicht immer. Ich muss zugeben, dass meist nicht mehr viel davon übrig bleibt. Ja, eben. Egal, jetzt bist du dran. Gab es sogar der Kampf gegen Bromley eigentlich noch? Ich kann Rauschen auf den Kopf hören. Bromley lässt das Spiel abschmieren. Oh, Tektas. Der mag ja angriffstechnisch ziemlich cool drauf sein. Ich finde einerseits ein bisschen hässlich vom Aussehen her. Oder einfach eklig. Nicht hässlich, nee, hässlich ist das falsche Wort. Eher eklig. Und zweitens hat er... Naja... Die Fähigkeit ist ziemlich für den Arsch. Und Sensei auch. Überrumpler. War das jetzt eine Undichtattacke? War schwer zu erkennen. Sensei ist ja normal Psycho. Kampf kann sich gewesen sein. Geist hätte gar keine Wirkung. Käfer. Käfer wäre eine Variante. Oder Unlicht. Let's go. Salamandra! Erstmal schön vergiften. Salamandra vergiftet alles und jeden. Oh. Es ist schon verdammt stark, wa? Also. Kalklinge, logischerweise Wasserattacke. Das haben wir jetzt gar nicht mehr so sicher, was das war. Warum? Blob. Schauen wir mal. Vermutlich was... Ach du Scheiße. Oh oh. Houston, I have a big problem. A very big problem. Soll ich abhauen? Da war gerade Schwerttanz. Dem ist nachher... Ich müsste eigentlich schneller sein, wa? Eine Kampfattacke habe, bin ich am Arsch mit Quatschutsu. Ja, ein Crit wäre jetzt geil gewesen. Ein Rückzug ist natürlich das andere Problem. Und besiegt ist es nicht, deswegen wirkt auch meine Fähigkeit von Quatschutsu nicht. Verdammt! Aber ich habe Ero-Ass gegen seine Käfer. Stachelfinale! Das war eine Käferattacke. Das war eine ziemlich fiese.
Die Macht der Freundschaft! Quatschutsu! Synchro-Digitation zu... Quatschutsu. Vielleicht der Slide-Digitation? Egal. Tuktos. Ich bin aber schneller und... Das wäre schneller! Quatschutsu. Hast du warum eine Prio-Attacke? Wohl kaum, jetzt reicht's mir aber hier. Kaipura. So, was machst du gegen den? Warum tue ich noch meine Die-Attacke einsetzen? Es wird Zeit für Z-Moves. Alter, nur 2 Pokémon, ich brauche 4. Gut, sehen Sie, war ein Troll, muss man zugeben, wa? Hectors. Ah, du bist echt abgefahren! Nee, ich bin noch hier. Problem, was treibst du denn da? Das frage ich mich auch. Hey du da, gib mir das Pokémon zurück, das wir gestohlen haben. Oh Mann ey. Mangolia. Ich hasse den Typen. Hier stinkt's voll. Ich geh mal, tschüss. Irgendwann mache ich dich platt. Ich hab noch nasse Ärmel, du wirst schon sehen. Bromley. Was in the house? Du hast brutale Bromley ja richtig gezeigt, machen wir uns auf den Weg zurück. Vorerst. Wieso kann ich den Aha. Das ist schon die ganze Kohle mitnehmen. Insektium Z kann ich künftig eventuell gebrauchen. Also heißt bald schon. Sind wir doch alles im Arsch? Also zumindest aufräumen hätten sie können, oder? Also ich meine, der ist natürlich... Die sind noch da. Der Chef haut ab, sie bleibt hier. Keiner hat mir gesagt, dass wir alle abhauen müssen. Den auch nicht. Gehört dieses Ding zu dir? Mangonia! Er sah völlig aus sich vor Freude, als er mich entdeckt hat. Es muss ganz schön unter Schock stehen, sich so über einen alten Knack wie mich zu freuen. Das hat doch mir mit dir nur wieder eingebrockt, tja. Du bist auf Inselwanderschaft, Aber keine Sorge, es hat nämlich dich noch lange nicht wie leichte Schulter. Du hast im Alleingang Team Skull fertig gemacht. Mit dir ist nicht zu spaßen, das ist klar. Pass auf, ich halte die Pokémon für dich. Danke. Bist du die Schwester Scheu hier? Sag mal, bin mir das nur ein oder treiben sich hier plötzlich viel weniger Skull-Heinis herum? Ja, die meisten ihnen haben wahrscheinlich zusammen mit ihrer Wurst die Flatte gemacht. Tja. Onkel Yasu! Und schon ist die Ruhe dahin. Gunio. Oh, du Armes, du hast bestimmt große Angst, Vielen Dank, Michael, du bist wirklich klasse. Onkel Yasu, du bist doch ein Polizist und sieh noch gut noch dazu. Benimm dich gefälligst auch wie einer und behalte Team Skull besser im Auge, ja? Wofür wohnst du denn sonst hier im Po? Ja, ich geh halt in Rente. Naja, die Miete ist hier ja einfach am billigsten. Also direkt neben dem Hauptquartier von Team Skull wohne, ja, keine beruflichen Gründe. Das musst du nicht verstehen, so bin ich eben. Das greift nicht ab. Du bist nicht zart, wie du immer tust. In Wahrheit sorgst du dich doch um die Pokémon, die von Team Skull verletzt werden. Anstatt sie der Äther Foundation zu überlassen, bleibst du hier und versorgst sie selbst. Du bist so ein Sturkopf. Komm, Mango, lass uns zurück zum Ätherhaus gehen. Mango! Bis bald, Onkel Yasu, wir sprechen uns später. Ich will nur einmal meine Ruhe. Freunde, ihr glaubt nicht, wer der Typ ist. Schau später im Ätherhaus vorbei, ja? Also dann, Alola! Spricht sie mit mir oder spricht sie mit ihrem Onkel? Ich frage mich, wer glücklicher ist. Die Pokémon in ihren Pokébällen oder die Typen von Team Skull in ihrem Versteck?
Was ist denn das für eine Frage? Ich kann das überhaupt vergleichen. Vor allem Lola daheim zurück ins Elternhaus. Bzzz. Ja. Wäre eine Variante. Komm, weißt du was, ich flieg. Fliegen ist doch schöner. Hier hin? Mal schauen. Los geht's, Glurak! Flammenwurf! Okay. Flammenwurf auf Glurak-Art. Zurück auf Route 16. Oder eine Themen übersehen? Eine Themen übersehen? Hallo? Wie konnte mir denn das passieren? Es ist sogar Kreuzschere. Ein ziemlich geile Cave-Attacke. Problem ist nur, das Cave-Pokémon, das ich bald ins Team nehme, ist eher speziell und nicht physisch. Naja. Man kann nicht alles haben. Was etwas doch ein bisschen weiter unten? Ja. Ist auch schön markiert, hä? Glurak, Sturzflug! Naja, das ist fast auch so eine frühe Animation von Aero, zumindest im Anime früher. Aber egal. Ja, das Ätherhaus, das steht uns noch bevor, lalala. Ging aber schon gefeit, oder? Ja, habe ich schon. Aber Freunde, wisst ihr was? Ich glaube, was im Ätherhaus abgeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, hier bei Pokémon Sonne und Mond. Der Challenge, die offenbar niemals ein Ende nimmt, aber das Team irgendwie sich trotz stetig verändert. He? Natürlich mit den 3 Kraftprotzen relativ viel abgedeckt, mit dem bald auch schon. Sensei kommt raus. Und dann, ja... Ich hätte eigentlich eine geile Idee für 2 weitere Pokémon. Zumindest demnächst. Senseis Ersatz, der kann ein bisschen länger dauern, aber ob der auch so gut ist, der Ersatz... Na, wir werden sehen. So, bis dahin, ciao zusammen!